Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Und wette wat dat Hafs hernieden, dat weit ut Norden statt ut Süden. Die Knospen an die Böhm sind stumm und selbst uns Kater hätt kein Mumm. Also so ungefähr. Frei nach Heinz Erhard. Ich grüß ja tüchtig. Ist allwette allerhand los. Bloß mit den Gauennachrichten, da war das knapp. Also wenn wir nun nicht die Polarlichters haben, dann ha ich überhaupt nichts auf min Zettel. Also ich selbst, ich hab auch noch überhaupt keine Polarlichters sein. Nee, dort musst du denn jo nachts ruht und dann frühst du die bedüsse Witterung auch all bannig wat af, dann lurst du manchmal einige Stunden in der Düsternis an überhaupt wat zu sein und tau Gesicht tau kriegen, aber die Billers, die meine Nachbarschaft mockt hat, oder die sie im Fernsehen wiest hat, also, das war doch allerbest. Naturwunnes, die das normalerweise bloß da Barben an Polarkreis gibt. Hier bei uns in Deutschland, das hat so ein Betten rötlich schimmert, grün, wo auch dabei, und ein Betten gelb auch. Also wenn das nicht jetzt die Polarlichters wollen, dann können wir ja glöwen, uns Ampelregierung in Berlin ist explodiert. Und dann haben wir vielleicht sogar noch eine gaue Nachricht. Aber so weit ist das noch nicht. Ein Jahr habt sie nur hier noch. Aber sie steht gewaltig mit dem Rückgrat an der Wand. Sie wird doch nicht für und auch nicht trüg. Sie glüft bloß, dass das, was sie da in Rückgrat feult, die Wand ist. In Wirklichkeit ist das aber das abende Messe. Kennt ihr das Gruselkabinett noch von Jahrmarkt? Das wird grad umbaut. Da gibt bald 3 neue Gruselfiguren. Bei den Grünen ist die junge Fraktion dabei, dann Laden Taufeladen, die Parteibürgersten, die hat auch all abgegeben. 3 Jahre an der Macht und die Laden, die brennt. Bei Listian Krintne und seinen Parteigenossen, da hat man dann Eindruck, die mag das alles überhaupt nicht mehr. Überall sind sie rutkegelt, aber die Schuldenbrems, die schall schon retten. So, und dann ist die Frage, was hat denn Kevin Kühnert so krank gemacht, dass er seinen Posten rühmt und nun komplett abhören will? Ich will nur nicht eins wiederholen, was Olaf Scholz so in den letzten Jahren so von sich gegeben hat. Bazooka, Doppelwumms und dass das bald so viel Arbeit geben wird, wie Tau Ludwig Erhards Tiden. Aber Tied war das nur langsam, ne, wo er doch nülich in ein TV-Talk von sich gegeben hat, dass das bloß eine Person gibt in Deutschland, die dessen Korn nur wieder und Dreck teilen kann. Und das, hat er gesagt, ist er selbst. Den Moderator, den müsste ich erstmal ein bisschen besinnen, du hätt er nicht mit recht. Vielleicht schuld Kevin Kühner, unseren Olaf, mal mit zur nächsten Therapiestunden nehmen. Kevin, die ist nämlich ein paar Schritt Wiege, die ist nämlich all oben weg zur Bäderung. So, und mit der Konjunktur ist das ja auch so eine Sache. Läuft einfach nicht in Deutschland. Allwette minus. 2 Jahre achten Anne. Das hat er zuletzt für über 20 Jahre gegeben. Und damals, da hat ein Wirtschaftsexperte, Bofinger, ein Baugrut brücht, weil sind beide als we glöft. Das Bauch, das wird heute aber nicht mehr so schrieben. Heute wird das Bauch heiden, das ist schlimmer als we glöft. Noch nie nicht in Deutschland sind wir so abhängig worden um Weltmarkt wie in den letzten Jahren. Selbst in Italien löppt das Bäde. Und das ganz offiziell. Kaum eine Branche, die sich keine Sorgen macht. Wenn wie Porsche, also Nummer 1 von den Sportautos auf der Welt, die Verkaufszahlen um meist 10%, in China sogar um 25% inbreckt, dann ist aber Zoff in Hus, in Zuffenhusen.
In Florida, da wollte nur ein Hurrikan, also meteorologisch gesehen. Und über Deutschland fegt auch gerade ein Hurrikan, aber konjunkturell gesehen. Diese Hurrikan, die fegt auch gewaltig durch uns Fleisch und durch das Gesundheitssystem. Und Karl Lauterbach, die kriegt das einfach nicht auf die Kech. Eigentlich ist die Pflegeversicherung pleite. Die Krankenhausreform ist auch scheitert. Und die Apotheken, da war sogar Medizin knapp. Praxen, Landwirt, Dörp oder so um Land, die hört auf und dort schluten. Personal fällt sowieso. Das Einzige, das was wir im Moment sicher wird, also die Beiträge, die wird stiegen. Und zwar gewaltig. Was ist das noch los? Da ist denn hier auch noch, also lang nichts von hört, Greta Thunberg. Die läuft nu ob Pro-Palästinenser-Demos mit Palästinenser-Daug durch Berlin. Nix mehr mit Friday for Future, also weit täuft das mal ab. Helmut, die täuft nur auch all. Und wer sich alle Sorgen macht, warum schon Helmut sich denn keine Sorgen machen? Helmut, geht los! Moin! Ja, hier bin ich wieder. Ja, und Helmut. Ich mein, das macht mir auch richtig Sorgen, das was ich da eben so hört habe. Was da los ist in der Pflege und Gesundheitssystem. Weil ich nur auch langsam in das alle komme, wo das mal anfangen kann zu kniepen. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass wir in Deutschland noch viel mehr so individuelle Lösungen braucht. Also Pflegeheim in Polen oder in Rumänien, direkt dann vielleicht auch die Lütte-Rente. Aber das meine ich nicht. Ich möchte hier bleiben. So, und ich habe mich neulich mal hier mit meinem Freund Kurt zusammengesetzt. Ich meine, dann betrifft das ja auch. Und nu, wo wir noch ganz gut unterwegs sind, haben wir beschlossen, wir sollten noch eine Handvoll Kriegsgesinnte und dann wird wir eine WG abmachen. Und dann sollten wir uns noch ein paar jüngere Lü, die kriegt freie Kost und Logis, mit aber unterschrieben, dass sie uns pflegen dort. Und durch die gemeinsame Miteinander, also von Jung und Old, da profitiert denn sie alle von. Und wenn Weidelmann nicht mehr sind, dann sind die jungen Lü von Hüt geholt und habt dann vielleicht eigene Kinder oder sollt sich denn Wette, jüngere Lü, da können wir vielleicht sogar ein Gesetz von machen. So mit dem System. Ich mein, früher hätte das sowieso auch so loben angesetzt. Wie hätte man noch Heiden? Großfamilie, genau. Und die billigste Lösung war das vielleicht sowieso. Wenn nicht mein Freund Kurt so ab und an wie ne Marotten hat. Besten Dank, Helmut. So, nur noch rasch die Sportnachrichten, aber nicht erste Liga, nee, auch nicht zweite Liga, auch nicht Nagels Mannschaft, nee, hüt bloß Jürgen Klopp. Die Träne Lichtgestalt, Bundesverdienstkreuz, Symbolfigur für Leidenschaft, Integrität, Begeisterung und Glaubwürdigkeit. Hört in Liverpool vertätigt ob, will ein Jahr Pause machen. Okay, a Trainer, hat er gesagt. Fangt aber selben Mann Leute wie den österreichischen Brausekonzern Rote Bullen an. Schall dort international dann bericht Foutball verantworten. Das muss die Foutballwelt und die Fangemeinde erstmal so ein Betten sacken lassen. Hätt er sich dort nicht verliebt, von der einen Sekunde auf die andere Selbstverrat? Von der einen auf die andere Sekunde ist nur bei mir auch Schluss. Das wollen wir den Plattkanal mit dit und dat. In Purwecken, denkt doch an, war die Tiet umstellt. Weil sollt nur noch einen, der die Konjunktur umstellt. Und dann sag ich gute Nacht. Ich bin Jürgen Müller.